Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video und das mal eine kleine Einleitung, bevor es zum eigentlichen Video geht. Und zwar erzähle ich euch ja immer wegen der Schutzkleider und ich weiß, es geht auf die Nerven, aber ich habe jetzt euch wirklich mal ein Beispiel, warum das gut ist mit Schutzkleidern. Und zwar ist der eine Kollege von mir gefahren, hat relativ eine lange Strecke gefahren, alles, dann ist er heimgekommen. Alles unfallfrei gut und die Heim will den TÜV anstellen auf der Seitenständer links runter und hat wortwörtlich den TÜV auf sich gelegt. Er hat jetzt am linken Knöchel unten eine kleine Schramme und der TÜV ist abgekratzt. Aber es ist ihm nicht viel passiert, er hat jetzt noch ein bisschen Schmerzen, aber das ist alles halb so wild. Und da kann ich euch sagen, er hat ihn wortwörtlich runtergelegt. Auf den Fuß gelegt und stellt euch mal vor, in der Nähe dort ist auch der Auspuff. Und ein Auspuffrohr mit dem Katten und alles. Stell dir mal vor, du hättest den TÜV abgelegt, hättest nur Sneakers an, hättest kurze Hosen an und hättest keine Handschuhe an zum Beispiel. Du hättest erstens mal den Fuß vielleicht verbrannt vom Auspuff, du hättest vielleicht das Knie offen, wenn du am Boden gefallen bist sozusagen, und vielleicht die Hände auch offen. Also es ist nicht immer nur so schlecht, Schutzkleider zu haben. Auch blöd gesagt für nach dem Fahren. Auch blöd gesagt, wenn man fertig ist mit dem Fahren. Weil ihr könnt euch zum Beispiel auch überlegen, für was sind denn so TÜV-Schuhe gut? Das Ding ist einfach, bei den Schuhen hat es, wenn es TÜV-Schuhe sind, also wirklich als TÜV-Schuhe bezeichnen wäre der Knöchelschutz. Das heisst, es ist jetzt so wie eine Metallschale drüber, wo du den Knöchel hast. Und ich weiss nicht, ob es vorgeschrieben ist oder wie, aber Stahlkappe. Je nachdem, das weiss ich jetzt nicht. Und eben, wenn du dann den TÜV so anlegst, dann hast du einfach ein bisschen geschütztere Beine. Und ja, also es muss gar nicht, man muss nicht unbedingt ein Tollpatsch sein, dass so etwas passiert. Also wirklich nicht, muss kein Tollpatsch sein, das kann einfach, blöd gesagt, schnell mal passieren und ja. So TÜV-Kleider ist auch, übrigens auch gut, nicht nur wenn man wirklich einen Kassenunfall hat oder wenn man den TÜV wortwörtlich anlegt, sondern es ist auch gut, zum Beispiel Schütze gegen Wind. Ich bin mal ohne Handschuhe gefahren, ich habe gemerkt, es hat so gezogen. Es hat so gezogen. Und es ist eben auch gut, wenn es regnet, je nachdem was du für Kleider hast. Und natürlich gegen Abschürfung, eben wenn du nur den TÜV anlegst. Es muss nicht mal sein, dass du wirklich fliegst wie ein Mohren, sondern wirklich nur legst. Und nochmal für jeden, der mich fragt, es fragen mich so viele Leute immer, musst du nur einen Helm anlegen, musst du keine Handschuhe anlegen und so. Ich habe ja alles immer an. Und ich sage dir jetzt mal, Motorradhelm, Handschuhe, Motorradjacke, Rückenprotektor, Motorradhose, TÜV-Stiefel und Knöchelschutz. Also Motorradstiefel mit Knöchelschutz. Das ist einfach gut, wirklich, wenn wegen der Versicherung nicht etwas passiert, könnt ihr einfach sonst die Leistungen kürzen. Es ist wirklich, ich sage es euch immer wieder. Und ich habe etwas gelesen von Schutzkleidern, wo man für die wichtigsten Schutzkleider ein Budget von 1000 bis 1500 Euro hat. Helm, vom guten Hersteller, Jacke, Handschuhe, Nierengurt, Hosen und gute Schuhe. Namensstab für Qualität. Ich würde sagen, wirklich 1000 bis 1500 Schutz ist nicht viel, wenn du denkst, dass der Helm vielleicht allein, ein guter Helm allein vielleicht schon 400 Franken kostet, dann sind es gerade mal noch 1100. Also wir können das Ganze mal schnell ausrechnen. Also über 1500 minus 400 für den Helm. Dann sagen wir mal 120 Franken für Handschuhe. Minus, sagen wir, Jacke 300. Hose 300. Dann haben wir Schuhe 180 und dann noch Nierengurt, sagen wir 30 Stutz. Ja, also die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, dann hätten wir nur noch 170 Franken vorig. Ich weiß nicht, dass ich jetzt großartig vergessen habe. Ja. Also wirklich, ich würde euch empfehlen, schaut, dass ihr das macht. Der Kollege hat gesagt, er ist froh, dass er sich so angelegt hat, sonst, je nachdem, wie vielleicht der Fuß noch mehr kaputt. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Obstgur 94.